Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl! So, es geht weiter, die wilde Fahrt. Wer hat noch nicht? Wir sind immer noch bei Draches Meinung. Und in der letzten Folge war es etwas angenehmer als in der vorletzten. Dann gehen wir mal vorsichtig optimistisch hier in den Bums rein. Wir haben eine längere Folge heute. Diese über 16 Minuten mit dem Gedöns. Genau, so ein Ding. Und er will was über Handys erzählen. Da bin ich aber sehr gespannt. Da sind wir auch sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid das auch. Habt euch irgendwie einen Snack geholt oder hört euch das irgendwie, keine Ahnung, nebenher während der Arbeit nur an oder was auch immer. Ja, ganz nach eurem Pläsier. Richtig. In diesem Sinne. Nein. Hockt's euch her. Sagen wir mehrere. Reißt euch Häube auf. An mir gern einer. In Rainer. So, in der letzten Folge habe ich vergessen zu Metal-Leute hast du vergessen, Rainer. Das hast du jetzt in der Folge vergessen. Darfst du in der nächsten Folge am Anfang sagen? Ja. sagen, was in dieser Folge dran geht. Ja, das, wie gesagt, dass du das wie angekündigt am Ende jeder Folge sagst, ich habe nicht damit gerechnet, ich bin auch nicht enttäuscht. Worum es in dieser Folge geht. In der letzten Folge ging es um Fernbedienungen und in dieser Folge will ich mal über Handys sprechen. Ging es in der letzten Folge um Fernbedienungen? Ah, ja. Es ist schon ein paar Tage her, seitdem ich das reacted habe. Genau, da war dann dort, dann ist seine 20 Fernbedienungen gehabt. Eine zum Einschalten, eine zum lauter leiser machen, eine zum Umschalten. Ich check auch nicht, warum. Ja, okay. Ich war kurz abgelenkt, verzeih mir. Ich habe jetzt nur ein Handy da, aber ich habe verschiedene Handys im Laufe meines Lebens gehabt. Mein erstes Handy war ein Nokia 3310. Mein zweites war ein Motorola C470, glaube ich. Das nächste war ein Motorola. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ein 3210, das weiß ich, das war mein erstes Handy. Dann kam alles Mögliche irgendwie mal. Irgendjemand hat mir irgendwie so ein altes Siemens-Handy gegeben, als meins irgendwie, ne, der Akku nicht mehr so gut war. Und wenn halt eins kaputt war, hat man sich ein neues geholt irgendwie für ein Fuffi. Dann hatte ich zwischendurch noch ein zweites Motorola, weil mein erstes kaputt ging. Was damals echt nervig war, weil dieses Ding kostete 150 Euro. Ja, hättest mal besser drauf aufgepasst. Wie sich's aber auch durch jede dieser Geschichten zieht. Im Übrigen, das ist ja wieder ein wunderschönes Bild schon. Reini. Die gute alte Gesichtscirmes. Wie sich's aber durch seine ganzen Videos zieht, ne? Das und das habe ich gehabt. Aber dann war's kaputt. Ja, kaputt. Hin und her, ne? Alles kaputt. Sogar während er diese Reihe aufgenommen hat, ne? Gamingstuhl ebenfalls kaputt. Seine Taschenlampen kaputt, die Taschenmesser, die ihm sein Opa geschenkt hat, kaputt. Seine Handys kaputt, alles kaputt. Man möchte fast meinen, Rainer, man sollte dir nichts in die Hand geben, ne, bei dem einem noch was daran liegt, dass man es unversehrt wiederbekommt. Das war für damalige Verhältnisse war das teuer für ein Handy, nur so als Info. Dann nach dem Motor-Racer, was habe ich mir nach dem Motor-Racer geholt? Ich hatte zwischendurch dann noch einen Samsung Corby, war aber nie besonders begeistert davon. Und nach dem Samsung Corby kam dann eigentlich auch schon mein iPhone 3. Das hatte ich aber ganz schnell umgetauscht und habe mir einen HTC dafür geben lassen. Und das HTC damals war richtig geil, weil das war so... Richtig geil. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hatte damals bei dieser... Ich habe, glaube ich, erst Ende 2011 ein Smartphone. Das war so ein Sony Xperia-Ding. Das war eins der letzten Modelle, die noch unter Sony Ericsson liefen. Und ja, iPhone hatte ich nie und die HTCs hatte ich auch noch nie eins. Die waren damals, ich habe damals dieses Sony Xperia genommen, weil das die günstigere Variante war, weil die HTC so im Hype waren, dass das mehr gekostet hätte. Richtiger kleiner Rechner. Und man hatte ähnlich wie beim iPhone damals Zugriff auf vernünftiges Internet, weil die ursprünglichen Handys bis zum Motorola
bis zum HTC hatten ja dieses Handy-Internet, sage ich mal. Und das ist nicht das richtige Internet gewesen, sondern das war so eine Art Abklatsch vom Internet fürs Handy. Aber mit Denn, Rainer, das war schon das richtige Internet, Rainer. Das war schon das richtige Internet, aber die haben noch einen speziellen Browser gebraucht und die Technik war halt nicht ausgereift. Und es war halt bescheuert mit diesem komischen Pinöpel auf dem Handy oder mit der Rauf- und Runter- und Rechts- und Links-Tasten durch irgendwelche Websites zu scrollen auf einem Display, das so groß ist wie die Rückseite von so einem von so einem Stromblock, ne, Stecker, den man in der Steckleiste hat. So, Entschuldigung, war gerade abgelenkt. Ein Kater wieder ein bisschen Stress mit dem anderen Kater gehabt. Und jetzt hat sich's aber wieder erledigt. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, mini kleines Display, scheiß Bedienung und dann mit T9 da irgendwas eingeben. Und die Preise, die damals aufgerufen haben für mobiles Internet, das war halt einfach nicht rentabel. Irgendwelche Yuppies hatten damals die ersten Blackberries, damit ging das halbwegs, wenn man sich's denn leisten konnte oder wollte. Und bis dann ich sage mal auch so iPhone 3 ist das dann relativ erschwinglich geworden für die meisten Leute. Ne? Also für auch so 0815 Dullis. Handys selber mit HTC und alles hatte man dann endlich, oder auch mit iPhone hatte man dann endlich Zugriff auf vernünftiges Internet. Man konnte Sachen googeln und so weiter. Damals habe ich mir dann auch einen Vertrag zugelegt. Und nach dem HTC habe ich dann noch ein zweites HTC gehabt. Dann habe ich zwischendurch nochmal das Samsung Copy benutzt, das ich immer noch hatte. Und dann bin ich irgendwann auf einem Huawei hängen geblieben. Das war so ein ganz billiges Huawei für 80 Euro. Ja, Reini, das ist nicht das Einzige, auf dem du hängen geblieben bist, ne? Du bist auf einigem hängen geblieben. Bist auf Monster Energy bist du hängen geblieben. Auf diesem kompletten Drachenthema bist du hängen geblieben. Und auf der wahnwitzigen Annahme, du könntest hier mit sowas Internetmillionär und der nächste Gronk werden, da bist du massiv hängen geblieben. Und hier mit der Gesichtskirmes, wenn du mal wieder die eine Gesichtshälfte über die Schulter werfen willst, da bist du auch krass hängen geblieben dran. Das habe ich dann irgendwann geschrottet. Dann habe ich mir ein zweites zugelegt. Ja, Kelsey Priest, wer hat jetzt nur damit gerechnet? Er hat's kaputt gemacht. Rainer, was hast du noch alles kaputt gemacht? Das wäre doch mal ein Video gewesen, oder? Nicht, was ich alles habe, sondern was ich alles kaputt gemacht habe. Für 50 Euro, dann war es nämlich billig jetzt im Zeitpunkt, weil es schon älter war. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt, das war dann schon 2014 oder 15, da kam dann irgendwann jemand auf mich zu, habe ich ja schon YouTube und Videos und Streams gemacht und hat gemeint, hey, er hätte die Möglichkeit, ein Huawei zu sponsern. Und daraus wurde dann das Huawei Honor, dass ich Reini, nein. Bitte versucht diese alte Lügengeschichte nicht weiter aufrechtzuerhalten. Wir alle wissen, dass das kein Sponsoring war. Reini, das war so ein Fake-Sponsoring, das du dir ausgedacht hast. Für alle Leute, die das nicht auf dem Schirm haben, ich glaube, ich habe es auch schon mal reacted. Der hat so ein türkises, wirklich räudig türkises Huawei Honor hat er sich gekauft. Und hat dann so getan, als hätte er das über Connections von Huawei gekriegt als Promo-Ding, dass er da praktisch ein Werbevideo drüber machen soll. Video ist auch gottlos. Es ist mit gottlos sogar noch geschmeichelt beschrieben. Und ich glaube, das fing an mit, ja, herzlich willkommen bei dieser verdammten Scheiße. Das war richtig gut. Jeder hat auf den ersten Blick erkannt, dass das nicht so ein Werbemodell ist, dass man halt irgendwelchen Influencern oder dergleichen zuschickt zum Testen oder um so Auspackvideos zu machen dazu, sondern dass er das halt einfach gekauft hat und so getan hat, als ob in der Hoffnung, das ist derselbe Grund, warum so Straßenmusiker immer ein bisschen Geld schon drin haben in ihrem Gitarrenkasten am Anfang, ne? Weil das psychologisch dann Leute dazu bringen soll, da haben andere Leute Geld reingeschmissen, ich will ja jetzt hier nicht der knausrige Dude sein. So hat er gedacht, ne? Wenn er schon mal ein paar Promonummern gemacht hat, dass er dann andere Firmen da auf sich aufmerksam macht, die dann auf ihn zukommen und ihn auch sponsern wollen. dann am Ende benutzt habe.
Und davon habe ich mir dann ein zweites nochmal selbst gekauft. Das hat dann über 250 € gekostet. Ja, genau. Du hast den zweites nochmal selbst gekauft, Rainer. Du hast das eine hast du umsonst gekriegt und hast du gedacht, das ist so geil, da hätte ich gern zwei davon. Da hast du nochmal eins gekauft. Das glaube ich dir, Rainer. Das glaube ich dir. Danach kam jetzt das Handy, was ich jetzt benutze, mein Aukitel. Der gute Aukitel. Das Beste. Das beste Survival-Handy. Ja, das darf halt bloß nicht irgendwie aus 50 Zentimeter Höhe runterfallen, weil dann ist im Arsch. trotz, trotz Super Survival Mode und Schutzhülle und allem drum und dran ist trotzdem danach im Arsch. Natürlich, wenn man jetzt mal ein Aukitel neben einem Nokia 3310 legt, ist natürlich erst einmal die Größe beeindruckend. Früher hat man gesagt, dass ein HTC, früher hat man zu den Nokia 3310 gesagt, dass man dann älter hatte und später andere Handys hatte, dünnere Handys, leichtere Handys, sagte man zu denen Steinzeitknochen. Hat sich nicht viel verändert. Das ist nämlich ein Backstein. Ja, so ein richtiges Monster, Rainer. So ein richtiges Monster. Ja, wie gesagt, früher hat man sich gedacht, okay, Handys immer kleiner machen, ne? Weil man ja nur die zwei Funktionen genutzt hat, ja? Telefonieren, SMS schreiben. Und dafür reicht ein kleines Gerät, das ist dann praktischer, wenn man es in der Hosentasche oder sonst wo Frauen in der Handtasche dabei haben, weil es weniger Platz wegnimmt. Irgendwann hat man festgestellt, oh, man kann damit, wir können Handys bauen mit guten, hochqualitativen Displays, mit denen man problemlos dann auch im Internet surfen kann und hier YouTube-Videos und dergleichen schauen. Und dann war es halt besser, ein größeres, schöneres Display zu haben. Und dann hat es auch keinen Sinn mehr gemacht, ne, das immer auf kleiner zu bauen, dann sind die Dinger halt wieder größer geworden. So, da ist einfach der Markt, ist der Nachfrage gefolgt. Ne? Da kamen dann die Leute und haben gesagt, hey, wenn ich doch schon mal ins Internet gehen kann ich dann hier auch keine Ahnung, auf meinen Social Media Seiten unterwegs sein und auf YouTube und so weiter und so fort, was halt damals gerade der Shit war. Und dann haben die Hersteller gesagt, ja easy, dann machen wir das so. Es ist schwerer, also es ist Nokia damals, hat aber natürlich auch weit mehr viel, also hat auch weit viel. Ruhig, Rainer, ruhig. Ja, hat mehr Features. Ich will eigentlich sagen, hat weit mehr und viel mehr, aber irgendwie kommt da weit viel mehr raus. Hat weit mehr Funktionen als natürlich das HTC, das Nokia 3310 damals. Nein. So ein modernes Smartphone hat mehr Funktionen als so ein altes Nokia von Anfang der Nullerjahre, Rainer. Was du nicht sagst. Natürlich hat man Apps drauf, man hat Internet drauf, man hat Funktionen und so weiter. Man hat WLAN, man hat Bluetooth. In meinem Fall jetzt nicht, aber man hat auch noch meistens bei vielen Handys hat man auch noch Infrarot. Habe ich jetzt mit meinem Handy nicht, aber gut. Der Infrarot am Handy, Digga. Damals. Wir reden hier, wann hat er das aufgenommen? 2021. Infrarot, Alter. Weißt du, wer Infrarot hatte? Game Boy Color hatte Infrarot. Es gibt viele Dinge, die man damit hat. Es gibt viele Dinge, die man damit machen kann. Und es ist natürlich schon praktisch, dass man auch unterwegs jederzeit auf zum Beispiel Navigationssystem zugreifen kann, auf Internet zugreifen kann. Der Joker an der Sache ist, Reini hat es trotzdem nicht gemacht, weil er sich dann doch nochmal ein Navi gekauft hat. Auf Google zugreifen kann, YouTube-Videos schauen, Netflix schauen, viele verschiedene Serien schauen, Disney Plus schauen und so weiter. Ja, schauen. Das ist das Wichtigste. Das ist schon sehr praktisch und sehr von Vorteil natürlich. Hier, ne, auf der Hamsterseite schauen. Aber auf der anderen Seite, ähnlich wie bei den Fernbedienungen, ist es auch bei den Handys, dass sie uns fauler machen. Und vor allem machen sie viele Leute wuschig im Kopf, habe ich festgestellt. Und zwar nicht auf die gute Art. Es gibt nämlich viele Leute, die dann hergehen und sagen, Die hergehen, die Scheiße bauen, Rainer. Handys machen viele Leute wuschig im Kopf. Was ist das für eine bescheuerte Aussage? hey, das ist voll krass. Und dann den ganzen Tag, die Leute laufen so durch die Gegend. So. Ich kenne jemanden, der so durch die Gegend läuft, aber der kann ja nichts dafür. Der sieht nicht so gut. Ne? Grüße gehen raus, Rudi. Ganz viel Liebe. Wir müssen mal wieder zusammen ein Video machen. Aber ja, ne, klar, die Leute sind in der Öffentlichkeit viel mit ihrem Handy unterwegs. Habe ich mich auch schon drüber beschwert. Ich meine, ich habe mein Handy auch viel in der Hand, ne, wenn gerade nichts Besseres zu tun habe, aber wenn ich jetzt irgendwie im Sightseeing bin, habe ich es eigentlich nie in der Hand. Nicht nur Fotos, ich gehöre nicht zu den Leuten, die Fotos machen, also seltenst. Weil, keine Ahnung, die schaut man sich eigentlich nie wieder an.
Ich schaue mir die Sachen dann lieber länger und intensiver mit meinen eigenen Augen an, hoffe, dass ich von der Erinnerung in meinem Kopf noch so lange wie möglich was habe. Und ich denke mir jedes Mal so, warum? 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 Du hast mir vorhin aufgezählt, ne? Man kann auch googeln, auf Facebook gehen, YouTube, Netflix. Ne? Klar, schaue ich auch mal in mein Handy, wenn ich unterwegs bin, mal habe ich eine SMS gekriegt. Ja, Reini, halt dein Maul. Halt die Fresse. Erstens, damals warst du nicht unterwegs. Damals was du dich da von der Schanze wegbewegt hast, zum Rewe zwingen metteln, um dir unnötige Kalorienverschwendung zu kaufen. Oder einmal im Monat schön nach Nürnberg zum Stromzähler aufladen. So, das war's. Du bist nicht viel unterwegs gewesen. Und als du dann unterwegs warst, ne, als sie deinen Lappen gezwickt haben und du warst im Zug unterwegs und die Leute haben dich gesehen, bist du auch immer am Handy geklebt. Entweder hast du gestreamt auf Tiggity Toggity oder hast dir irgendeine Scheiße angeschaut. Du hast immer das scheiß Handy in der Hand gehabt. Jetzt tu nicht das so, wie wenn du jetzt hier so ein Digitalnomade wärst, der diese Technologie ja nur fürs Allernotwendigste benutzt. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht, meine Freundin mir geschrieben hat oder sonst was. Ja, genau, deine Freundin, du verlogener Hodenkobold. Ey, es ist. Warum muss man sich Freundinnen ausdenken? Greiner, warum machst du das? Also sogar wenn du nicht zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren als Lügenlord im ganzen Land wohlbekannt gewesen wärst, sogar dann ist es doch einfach nur erbärmlich. Ach, übrigens, danke, Schmusemaus. Ja, danke Schmusemaus, Alter. Schmusemaus am Arsch. Ja, das wieder so ein Ding ist auch sicherlich auf der Amazon-Wunschliste. Meine Schmusemaus hat mir heute was geschickt. Ja. Auch Schmusemaus als Spitzname. Alter, da kriege ich das kalte Kotzen, wenn ich es schon höre. Jedenfalls, Ja, jedenfalls. Deswegen dauert das Video länger als die anderen, oder? Weil du noch ein bisschen mit reinlügen musst, ne, dass dein Schmusemaus dir was geschenkt hat. Du erbärmliches Würstchen, Rainer. Handys machen uns faul. Handys machen uns irgendwie kopfkrank, finde ich. Klar ist Ja, Rainer, kann man bei dir nicht mal viel kaputt machen, du alter 58er. ein Handy wichtig, aber zum Beispiel würde ich meinen Kindern, bevor sie 15, 16 sind, kein Smartphone in die Hand drücken. Ja, Rainer, Gott sei Dank wird das niemals passieren. Rainer, die Entscheidung wirst du nie treffen müssen. Es sei denn, keine Ahnung, die finden irgendwie raus, wie man aus Uwe nochmal eine dralle Olle macht. Dann, ne? Mit Gewehrmutter und allem drum und dran. Und ich finde, 15, 16 ist schon ein heikles Thema, auch in der heutigen Zeit. Ich würde ihnen ein Handy geben, aber das wäre dann wahrscheinlich etwas, was halt zum Telefonieren geeignet ist und so weiter. Ja, und so weiter. Rein hier erzähle jetzt mal einen aus der Zukunft. Wenn du dein Kind, wenn es auf die weiterführende Schule kommt, ne, nach der Grundschule spätestens, nicht irgendeine Art von Mobiltelefon angedeihen lässt, dann ist es in der kompletten Klasse unten durch. Ich würde ihnen durchaus auch die Möglichkeit geben, sich mit den Handys auseinanderzusetzen, damit sie nicht ganz aufgeschmissen sind, wenn sie dann wirklich eins bekommen. Ja, du wirst das ihnen vielleicht, ja, das schöner Euphemismus für, du würdest im Ausrasten, du alter Choleriker, würdest ihn wahrscheinlich an die Rübe schmeißen. Ne? Aber ich würde definitiv darauf achten, was sie machen damit. Ja, genau. Rainer, du bist ja so verantwortungsbewusster Mensch, der sich dann darum kümmert. Einen Scheißdreck. Rainer, weißt du, was passiert wäre, wenn tatsächlich mal irgendeine vollkommen schwindsüchtige, drogenabhängige so lang an geistiger Umnachtung gelitten hätte, dass tatsächlich zustande gekommen wäre, dass du dich fortgepflanzt hättest. In dem Moment, wenn das Blag da ist, hättest du gemerkt, boah, scheiße, ist harte Arbeit, und dann hättest du kein Interesse mehr daran gehabt. Fertig. Ja, weil für deine Fantasie in deinem Ogerstübchen nur der Zeugungsprozess zählt, weil du irgendeinen kranken Breeding-Fetisch hast. Und dann hier noch, Knatterli-Bums während der darauffolgenden 9 Monate. In dem Moment, in dem das Kind da ist und du das erste Mal irgendwie so eine Nacht nicht durchschlafen konntest, weil alle halbe Stunde lang geplärrt wurde, wärst du der Erste, der das Kind von der Dachterrasse geschmissen hat. Irgendwelchen Kuchenkindern nach, die gerade da waren. Das
2 Probleme mit einem, ne? Die Sache ist die, das ist Die Sache ist die, letzten Endes, Leute, ist die Sache die in der Situation. Ja? jetzt nur ein ganz grobes Beispiel, aber zum Beispiel regen sich momentan viele Menschen darüber auf, Kinderpornografie und so weiter. Das ist vollkommen Ja, darüber regen sich die Leute auch immer auf und das auch zu Recht, Rainer. Und gerade du solltest bei dem Thema ganz gewaltig die Schnauze halten. Wir haben deine Festplatte gesehen und wir wissen, was da drauf ist und welche Dinge du auf diesen Hamster und dergleichen Plattformen, welche Videos du dir da angeschaut hast und welche du speziell mit Gefällt mir markiert hast. Und da würde ich an deiner Stelle bei dem Thema den Ball sehr, sehr flach halten. Ganz zu schweigen davon, dass du machst ein 15-Minuten-Video über Handys und nach nicht einmal einem Drittel der Zeit kommt das in deinen Kopf, Rainer. Kommst du auf das Thema? Brauchen wir den Psychologen noch? Oder können wir uns den vielleicht schenken? Da kann sich vielleicht um Leute kümmern, die nicht schon komplett kaputt sind im Kopf. in Ordnung, darüber rege ich mich auch auf. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass auf der anderen Seite die Leute dann ihren 8-jährigen Kindern ein Smartphone in die Hand drücken, wo sie im Internet eine Milliarde Pornos sehen können. Du bist so ein brunstdummer Mann. Du bist so ein brunstdummer Mann, das ist unfassbar. Wie man so ein dummer Mann sein kann. Heini, du kannst auf diesem Handy, es gibt Handys, das ist speziell für Kinder, da kannst du Apps auch draufladen, du kannst Seiten sperren lassen. Oder noch besser, dass alle Seiten gesperrt sind, bis auf bestimmte. Und dann kommen die erst gar nicht auf solche Seiten. Aber das würde ihm natürlich nicht passieren, weil dafür müsste man kurz mal einen Rattenarsch darum geben, wie man seine Kinder erzieht, was man denen in die Hand drückt. Und das ist wieder harte Arbeit. Boah, da ist harte Arbeit. Das sind mindestens 10 Minuten, um sich da zu informieren und so ein Handy einzurichten für ihn, die er nicht Cookie-Clicker spielen kann oder nicht selber hier 5 gegen Willi auf der Hamster-Plattform. Das ist inakzeptabel, Digga. Auf der einen Seite wollen die Menschen ihre Kinder beschützen. Und das ist richtig. Auf der anderen Seite sind sie so blind. Also Rainer, hier soll es um Handys gehen, nicht um deine Kinder, die nicht existieren. Es soll bei dir grundsätzlich gar nicht um Kinder gehen, weil du absolut keine Ahnung von nichts hast in der Richtung. Kinder sollen eigentlich kein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen, bis sie mindestens 15, 16 sind. Vielleicht 14, wenn sie sehr erwachsen sind. Es kommt natürlich darauf an, wie sie sich verhalten. Wenn meine Kinder reif sind, ja, und ich weiß, dass ich diesen Kindern vertrauen kann, also meinen Kindern vertrauen kann, dann kann man vielleicht drüber reden, ob man vielleicht. Woher willst du denn dann wissen, ob du denen vertrauen kannst? Erstens mal sind es deine Kinder. Wenn sie nach dem Vater kommen, sind sie eh verlogen. Dann kann man denen schon mal gar nichts glauben. Und noch dazu, du hast zu dem Zeitpunkt immer noch geglaubt, dass der Cookie im Rollstuhl sitzt und ist dein bester Freund. Eine Menschenkenntnis gehört aber nicht zu den Skills, die du vermitteln kannst. Schon mit 14 oder auch sogar schon vielleicht mit 13 den Kindern ein Smartphone in die Hand drückt. Aber bevor die wirklich 13, 14 sind, beziehungsweise 14, 15 sind, bekommen die kein Smartphone von mir. Die bekommen ein Handy mit Karte, mit Karte? Geld, damit sie mit ihren Freunden schreiben können und dass sie auch. Ja, Reini, das wird sich erledigt haben. Ne? Weil, also heutzutage, wenn jemand in die Haupt- oder Realschule oder aufs Gymmi kommt und dann da im ersten Jahr kein Handy hat, wird er nämlich in kürzester Zeit keine Freunde haben. Dass sie ihren Freunden schreiben können. Ist traurig, aber ist so, leider. Und dass sie auch zum Beispiel zu mir oder zu ihrer Mutter anrufen können, wenn sie abgeholt werden müssen, wenn sie Probleme in der Schule haben, wenn irgendwas anderes los ist. Dafür haben sie ein Handy. Und dafür ist es gedacht. Vielleicht würde ich sogar einen Vertrag machen, wo die Möglichkeit haben, bei mir direkt anzurufen oder so. Vielleicht würde ich einen Vertrag machen, wo die Möglichkeit haben, bei mir direkt anzurufen. Ja, Rainer, das nennt man einen Handyvertrag. Da hat man dann die Möglichkeit, mit dem Handy auf anderen Nummern direkt anzurufen. Das ist das Konzept, Rainer. Wenn du das nicht verstanden hast, frage ich mich, warum du ein Meinungsvideo über Handys machst. Also bei mir und bei der Mama. Aber definitiv würde ich meinen Kindern vorher kein Handy in die Hand drücken. Das erwähntest du jetzt bereits, aber wir reden jetzt erstmal als Handy an sich
Können wir jetzt bitte zum Thema Ich habe zurückkommen? schon Kinder vor der Haustür gehabt Ja, da haben sie böse Haters, haben ihre kleinen Kinder dabei gehabt und die hatten die teuersten Handys und Erziehung und wie man nur und dies, das, anders. Es geht jetzt hier nicht um die Scheiße. erwachsenen Leuten Kinder, wo sie mich haten mit ihren Kindern. Und ein 5-jähriges, 6-jähriges Kind mit einem Handy auf mich zeigt. Ja. Und danach sind die ins Affenhaus im Nürnberger Zoo gegangen und dann hat es genauso nochmal gemacht. Ne? Der Unterschied war kaum merkbar. Kein Scheiß. Also dieses Kind, das war wirklich klein. Mir erzählt keiner, dass das Kind älter als 8 war. Und dann hast du die Hose runtergelassen. Ach nee, das war das andere Kind, stimmt, ne? Erzählt mir keiner. Und ich weiß nicht, das ist total. Und ja, kommt mir jetzt wieder nicht mit Kleinwüchsigkeit und so. Nein, mir ist schon klar, dass es Menschen gibt, die kleinwüchsig sind. Das heißt aber noch Ja, Kognuskali war bei lange dir. nicht, dass das auch so ein Kind war. Glaube ich nämlich nicht. Das hat auch was mit dem Verhalten zu tun. Außerdem erkennt man auch bei Kleinwüchsigen ein bisschen das Alter im Gesicht. Nein, es soll hier um Handys gehen, jetzt nicht um Kleinwüchsige. Und das war bei den Kindern definitiv nicht der Fall. Ja, Peter Dinklage war bei ihm an der Schanze. Also, nee, sorry, Alter, aber das haut wirklich nicht hin. Wobei, darf man übrigens kleinwüchsig sagen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, kann man. Schon. Kannst du auch. Echt. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht politisch unkorrekt ausgedrückt. Falls Ja, Rainer, bei dir, komm. Ne, der Zug ist schon lange abgefahren, sodass du dich da nochmal retten kannst in diese politische Correctness-Nummer. doch, Entschuldigung. Jetzt fährt mein Nachbar hier vorbei. Ja, der wohnt da auch! Du asoziales Arschloch! Und im Gegensatz zu dir fährt der hier gerade mit dem Trecker vorbei, weil der arbeitet. Also, Handys sind leichter für unser Leben. Sie erleichtern uns das Leben. So. Und es ist natürlich sinnvoll, dass man ein Handy hat. Schon alleine, um bei den Eltern anzurufen, dass sie abgeholt werden müssen oder dass irgendwas schiefgelaufen ist oder um irgendwas anderes mitzuteilen. Oder sogar, um vielleicht mal zu fragen, hey, heute kommt der Chris, darf er heute bei mir übernachten? Rainer, benutzen nur Kinder Handys? Es soll jetzt hier um Handys im Allgemeinen gehen. Der Titel ist Handys. Warum kommst du von diesem Kinderthema nicht weg, Rainer? Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß natürlich, warum er von dem Kinderthema nicht wegkommt. Das ist ein weiteres Thema, auf dem er hängen geblieben ist. And not in a good way. Und dann kann man sagen, naja, wenn der Chris daheim angerufen hat und seine Eltern das okay gegeben haben, ja. Außerdem, ja, jetzt schweife ich ein bisschen zu sehr in die Richtung Eltern ab. Ich beschäftige Ja, du schweifst schon seit 5 Minuten in diese Richtung ab. Schön, dass du es auch gemerkt hast, Rainer. mich momentan mit dem Thema sehr intensiv, wie ihr gemerkt haben dürftet. Nee, alles gut. Und wir, seht ihr die Arme? Ich breche die Scheiße jetzt hier gleich ab. Der wungelt sich doch schon wieder Ich im beschäftige mich Schritt momentan rum. mit dem Thema sehr intensiv, wie ihr gemerkt haben dürftet. Wie er wackelt? Der hat die Hand in der Hose gerade, oder? Ganz ehrlich, der sitzt hier, macht so ein Meinungsvideo über Handys, driftet im Kopf auf Kinder mit Handys ab, fängt an, sich in der Hose rumzuspielen und kommt nicht auf die Idee, vielleicht soll ich das nicht hochladen. Und hat dazu diesen Gesichtsausdruck, Digga. Das ist sehr in die Richtung Warte. Eltern, aber ich beschäftige mich momentan mit dem Thema sehr intensiv. Hat dazu diesen Gesichtsausdruck, Digga. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß, der ist nie rechtskräftig verurteilt worden für irgendwelche solche Sachen. Aber, ne? Also meiner Meinung nach halte ich die Darstellung der Nachbarstochter nicht für unglaubwürdig. Sagen wir es mal so. Wie ihr gemerkt haben dürftet. Nee, alles gut. Also, Nee, eben nicht alles gut, Rainer. ja. Ah, sind wieder Haters hier draußen vor der Tür. Ja, die sind die schlimmen Leute im Übrigen, ne? Momentan ist es echt übel. Also, Handys, Tablets, Smartphones sind generell eine Sache, die sehr gut sind, weil sie unser Leben bereichern und weil sie unser Leben verbessern. Gleichzeitig sind sie aber ziemlich schädlich für uns, weil ich habe schon Leute gesehen, die wegen dem Handy in der Hand gegen einen Pfeiler gelaufen sind. Ich habe schon Menschen gesehen, die vor ein Auto gelaufen sind, wo die Person ganz knapp noch bremsen konnte. Ja, wo hast du das gesehen? Sind die bei dir durch die Schanze durchgefahren mit dem Auto, oder? Laber doch keine Scheiße, Rainer.
Laber doch keine Scheiße. Du weißt doch nicht mehr zu dem Zeitpunkt, was draußen in der richtigen Welt überhaupt passiert. Im Übrigen zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr. Ne, der hat seit 3 Jahren easy dieses scheiß Haus nicht mehr verlassen. Der ist irgendwann August, September 23 ist der hier bei dem Uwe in die Butze reingemeddelt. Und seitdem ist er nicht mehr nennenswert vor die Haustür gegangen. Nur noch, wenn es absolut dringend notwendig war, wenn er zum Gerichtstermin oder zum Bewährungshelfer oder dergleichen musste. Ich habe sogar schon gesehen, wo so ein Hämpfling, so einen Riesentypen wie mich, so einen richtigen, allerdings nicht so dick wie ich, sondern eher so Bodybuilder-mäßig, umgerannt hat. Ja. Dass der Typ davon nicht begeistert war, brauche ich kaum zu erzählen, oder? Ich meine, gut, er hat ihm nichts getan letzten Endes, aber der Letzten Endes! hat ihn ordentlich zusammengestaucht. Ich glaube, der Ja, genau, das safe so passiert. wird nicht mehr so schnell mit dem Handy in der Nase, mit der Nase im Handy rumlaufen. Und wenn doch, wird Handy in der Nase, Alter. er ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, letzten Endes ist es immer ein bisschen schwierig, Letzten das Endes! Ganze zu unterscheiden zwischen Ja und Nein, zwischen Gut und Böse, zwischen hin und her. Jetzt wieder, ne? Einfach damit die Luft scheppert. Bla, die bla, ja, nein, gut, böse, hin, her. Er weiß jetzt schon nicht mehr, was er sagen soll. Er hat sich gedacht, wow, über Handys kann man ewig langes Video machen. Er hat am Anfang ganz kurz über Handys geschwallt, ist dann abgedriftet auf das Kinderthema, warum auch immer. Und jetzt sind wieder, ne, dann ging es wieder kurz tatsächlich um Handys und dann werden Worthülsen rausgefeuert. Ich streite nicht ab, dass Handys für uns gut sind, weil sie uns bereichern, weil sie uns die Welt öffnen. Aber es ist halt auch gefährlich, wenn man das Ganze zu überdosiert. Das ist im Prinzip wie mit allem anderen auch. Richtig, Rainer. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch nicht einer speziellen Erwähnung wert. Ne? Zu viel des Guten ist immer noch schädlich. Deswegen gibt Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt unterbrochen, ob er selber drauf kommt. Das zu viel des Guten ist immer noch schädlich. Hier der Vierteltonner vor dem grünen Lappen da von sich gibt, der sich in jede Tasse Kaffee erstmal 12 Stück Würfelzucker reinhaut. Und jetzt hier mit dem erhobenen Wurstfinger winkend, also viel des Guten tut zwar nicht, ne, Magge. es diesen Spruch, ja. So, ansonsten, wie haben sich die Handys heutzutage entwickelt? Also zunächst mal, mein Handy zum Beispiel hat 3 Kameras. Das haben heutzutage auch viele Handys. Mein Handy hat Ja, und wir haben sogar 4 Kameras, einer. Und der tolle, den hast du ja schon gezeigt, als du die tolle Handyhalterung gezeigt hast. Der darf natürlich auch nicht fehlen, hier der Fingerabdrucksensor hinten. Das ist Hightech, Digga. Das ist auf jeden Fall hier Zukunftsmusik schon. Ey, wenn sie das gewusst hätten damals, dass wir sowas mal haben würden. eine Funktion, damit ich mit meinem, ja, das könnt ihr sehen, mein Handy hat die Funktion, Ganz schnell wieder ausmachen, damit man nicht sieht, dass es eben nicht die Edzardler Freundin war, die da vorher geschrieben hat, weil es auf dem Sperrbildschirm wahrscheinlich angezeigt wird. Dass irgendeine unbekannte Nummer wahrscheinlich die ihm die Pest an den Hals wünscht. Oder entrollt oder fragt, ob er Fanmanagement macht. Oder wann der nächste Posterverkauf Edzardler stattfindet. dass ich mit einem Knopfdruck öffnen kann. Und ich kann natürlich auch so öffnen, indem ich meinen Code eingebe. Ne? So. Dann hat es die Möglichkeit, in meinem Fall ist es bruchsicheres Glas. An den Seiten bei mir ist an den Ecken Gummi. Das war mir wichtig, weil jedes Mal, wenn mein Handy runterfällt und auf die Kante fällt, habe ich jedes Mal einen zerrissenen Bildschirm. Das passiert. Ja, wie gesagt, ich sag's dir, ich habe so eine Rentner-Klapphülle aus rein pragmatischen Gründen. Eben weil ich keinen Bock habe auf, und das ist das, was das Handy am besten vor irgendeinem Schaden schützt und fertig. Und Rainer, die ganze Scheiße hat alles nichts gebracht. Aus Hüfthöhe ist dir runtergefallen, das scheiß Handy, und war kaputt. Sieht man mit dem Handy im Normalfall nicht. Und das ist mir auch schon runtergefallen. Ich habe ja auch hier hinten einen Riss drin bei den Kameras, weil es leider kein bruchsicheres Glas ist. So. Mein Handy ist unglaublich laut. Also das ist wirklich laut. Viele rennen ja mit ihren komischen Boxen rum. Das brauche ich fast gar nicht mit meinem Handy, weil mein Handy so laut ist, dass es selber schon fast eine Box ist. Ja, das ist richtig geil. Ich glaube, in der 4. Folge hast du dich darüber beschwert, dass die Leute mit ihren lauten Musikboxen in der Gegend rumlaufen und die anderen Leute alle belästigen. Aber du darfst das natürlich. Ja, bei dir ist es voll geil, ist volles Monster, Alter. Volles Monster.
Das ist total laut. Ich brauche gar keine richtige Box, das ist voll das Monster, Digga. Ich habe Internetzugriff mit dem Handy, ich habe WLAN, ich habe Bluetooth. Ja, Applaus, Rainer. Applaus 2021. Ich habe Navigationssystem. In meinem Fall vom Handy habe ich Auch das 2021, Rainer, ist vollkommen Standard. sogar noch Möglichkeiten für Warnsignale aussenden, Warnsignale schicken, Warnsignale schicken. An wen schickst du denn Warnsignale mit deinem Handy? Warnsignale schickst du mit deinem... Hast du einen Schlaganfall oder Crack geraucht? Notrufe senden, also spezielle Notrufe habe ich dafür, weil es halt Ganz spezielle Notrufe, Rainer. Also wenn dir irgendjemand gesagt hat, als er dir das Handy verkauft hat, dass du damit einen anderen Notruf kriegst als alle anderen in Deutschland, dann haben sie dich leider verarscht, Rainer. Das war wieder ein guter Kumpel von dir, der das verkauft hat. Das ist wahrscheinlich derselbe, der damals den Rudi A4 verkauft hat. Für einen vollkommen übertriebenen Preis, wohl wissend, dass der nie wieder durch den TÜV kommt. ein Handy ist für Outdoor. Es ist ein Survival-Handy, wo ich auch für, wenn ich unterwegs bin, benutzen kann. Es ist ein Handy, das er auch für unterwegs benutzen kann. Checkt ihr, oder? Der hört sich selber schon nicht mehr zu. Die Schallplatte läuft. Das Gehirn ist schon abgeschaltet. Der hat so ein Mini-Part im Ogerstübchen, der für diese Schallplattenabspielerei zuständig ist. Da läuft es. Das ist eine kleine Jukebox. Die steht im Ogerstübchen in irgendeinem Schrank. Dann kommt der Ogerstübchen rein hier irgendwann, wenn er überfordert ist mit der harten Arbeit hier für 10 Minuten über Handys zu reden. Kommt da rein, drückt auf den Knopf und dann geht's los. Letzten Endes Situation, bla 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 bla. Genau. Und es hat auch viel mehr Funk, wie die meisten anderen Handys, die ich bisher hatte. Das ist richtig Funk. Alter, das hat sowas von Funk. Alter, das hat ja mehr Funk als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Digga. So. So. Den ganzen Tag ist hier eingefahren, das ist unglaublich. Was lässt sich darüber noch sagen? Meine Meinung zu Handys, allgemein, würde ich mal sagen. Meine Meinung zu Handys ist im Prinzip, die sind ganz toll, weil sie uns die Welt eröffnen, aber man soll es nicht übertreiben, weil die können gefährlich sein und schmecken nicht nach Red Bull. im Prinzip ziemlich gespalten. Auf der einen Seite, wie gesagt, ähnlich wie bei den... Hör jetzt auf, 20 Mal dieselbe Scheiße zu labern. Langsam macht es mich richtig mad. Ähnlich wie bei den Fernbedienungen, nur beim Handy noch ein bisschen ausgeprägter. Erstens, ein Kind von 8 Jahren. Kannst du bitte mit diesem scheiß Kinderthema aufhören? Sagen wir mal, ein Kind ab 14, 15, 16. Was jetzt? 8 Jahren, 13 Jahren, 14, 15 oder 16 Jahren? Ich weiß nicht, ob du das gecheckt hast, aber Kinder wachsen sehr, sehr, sehr schnell. Und der Unterschied zwischen einem 8-Jährigen und einem 16-Jährigen ist eklatant. Auch zwischen einem 13- und einem 16-Jährigen. Brutal. Willst nicht noch ein paar Alter aufzählen. Willst einfach alles von 1 bis 18 hoch aufzählen. Ein Kind von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, 6 Jahren, 7, 8, 9, 10 Jahren, 11 Jahren, 12, 13, 14 Jahren, 15, 16, 17, 18 Jahren. Das Ding. Keiner, du musst ja nicht mal wirklich ein Skript, mach dir halt ein paar Stichpunkte, Digga. Und dann hak sie ab. Und dann red über den einen Stichpunkt nicht noch 5-mal. Wenn dann das Video nur 2 Minuten dauert, dann lad's als Short hoch oder check, dass das vielleicht nicht ein videofüllendes Thema ist, vor allem nicht für einen 58er kognitiv suboptimierten Dulli wie dich. Und dann lass es einfach bleiben. Vorher hat das Kind kein Smartphone zu bekommen. Ja, was die Kinder von anderen Leuten zu bekommen haben oder nicht, hast du auch nicht zu entscheiden. Man kann sagen, ich halte es nicht für eine gute Idee, aber so eine arrogante Scheiße, wie du hier gerade ablässt, wie gesagt, ich halte es auch nicht für eine gute Idee. Vor allem nicht, dass Kids in sehr jungen Jahren so krass ja auch diesen Social-Media-Druck abbekommen, wo Erwachsene oft Probleme damit haben, wo wir immer sagen, na, Instagram ist schuld, dass die ganzen Leute ein schlechtes Körperbild haben und ein schlechtes Selbstbewusstsein. Und dann denkst du, okay, wenn mich das so fertig macht, dann schalte ich es aus. Ja? Wenn ich, ich habe Instagram, ich glaube,
literally irgendwie 1-2 Mal genutzt. Ich habe, Facebook hat mich dazu gezwungen, weil die gehören zusammen. So, ja, im Übrigen, du hast jetzt einen Instagram-Account. Und mir so, ja, toll. Da habe ich da kurz da drauf geschaut und was ist das für eine Scheiße? Und habe es nicht mehr benutzt. Ich glaube nicht, dass ich groß was verpasst habe. Ne? Wenn alle Leute immer sagen, ja, hier Instagram, Higgity, Toggity, Twitter und die ganze Scheiße machen die ganzen Leute Gaga im Kopf. Weil sie alle nicht mehr wissen, oh nein, wie muss ich ausschauen, was muss ich fressen, oh, was ist jetzt hier wieder Dubai-Schokolade oder was ist jetzt gerade in, welche Farbe muss ich im Sommer tragen, damit mich nicht alle auslachen. Mir alles scheißegal. Ich bin auch der Meinung, ne, junge Menschen später an so eine Scheiße ranzuführen, langsam und ihnen eine gewisse Medienkompetenz zu vermitteln auf dem Weg dahin, wäre eine wichtige Sache, ist den Leuten aber auch scheißegal, ist der Regierung scheißegal, ist den Schulen scheißegal. Soll dann auch nicht mein Bier sein. Ne? Ich habe keine Kinder, mir Wayne. Ich habe diese Meinung, aber ich würde nie das so formulieren, dass die haben das nicht zu machen, dies und das. Damit hast du gleich eine wertende Aussage getroffen, Menschen gegenüber, die ihren Kindern im Alter von unter 13, 14 Jahren ein Smartphone gegeben haben. Aus welchen Gründen auch immer, die können auch es gibt gute Gründe dafür, durchaus. Ja, ist nicht so schwarz und weiß das Thema, wie viele Leute mal tun. Es gibt gute Gründe dafür. Und wenn die sich eben dafür entschieden haben, dann sei es drum. Aber damit hast du denen jetzt gleich nur gesagt, ihr seid schlechte Eltern, wenn ihr das macht. Und die Leute, die das jetzt hier sehen, sind die Nächsten, die dann bei dir drin im Chat sind und dich fragen, was du dir eigentlich einfällen lässt für eine Scheiße oder als Kommentare unter diesem Video. Und wenn du dann versuchst, sie mit Bannhammer mundtot zu machen, dann stehen die als nächstes bei dir vor der Schanze und fragen dich, warum. Kann sie mal geben, wenn man dabei sitzt, ein bisschen damit zu spielen und dann sind die da und dann sitzt er da drin und fragt sich, warum sind die da? So weiter. Das ist gar kein Thema. Aber kein eigenes. Definitiv nicht. Und ich bin da deswegen so streng, weil ich genau weiß, wie ich bin. Und ich bin da deswegen so streng. Rainer, du kannst dazu nicht streng sein. Rainer, du wärst da streng, wenn du die Handhabe darüber hättest, über den Handykonsum von irgendjemand anderem. Ja, wenn du eigene Kinder hättest oder sonst irgendwas. Oder du wärst eine Autoritätsperson in einer pädagogischen Einrichtung. Ja? In so einer Tagesstätte oder in einer Schule oder in einem Internat oder sowas. Ja? Da könntest du dann sagen, ich bin da deshalb so streng. Du kannst überhaupt nicht streng sein, weil du kannst es niemandem verbieten. Ich möchte, dass meine Kinder auf die Art und Weise die Welt... Du hast keine Kinder, Rainer! Und du wirst auch nie welche haben! Und das ist gut so! Ich, wenn zum Beispiel spazieren gehe, ich habe zwar mein Handy immer dabei, aber es ist sehr oft einfach nur ausgeschaltet oder gar... Ja! Rainer, wir haben dich gesehen, du hast immer die Kopfhörer auf und das Handy in der Fresse. Immer die Kopfhörer auf und das Handy in der Fresse. Immer, 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 immer. Auf jedem Scheißbild, in jedem Video, das ich gesehen habe von dir, wo du in der Gegend umeinander gewongelt bist. Ob es jetzt in Berlin war oder in Würzburg am Bahnhof, in Nürnberg am Bahnhof, egal wo. Du hast immer das Handy in der Fresse und die Kopfhörer auf dem Ogergrind gehabt. Immer. Er ist der Naturbursche, Ärzte in der Hosentasche für einen absoluten Notfall. Ja, aber eigentlich will er, wenn er spazieren geht, so oft geht er spazieren, er ist halt irgendwie, keine Ahnung, mit 30 km/h nach Emskirchen und zurück. Da will er eigentlich davon gar nicht vom Handy abgelenkt werden, sondern genießt er einfach nur die Schönheit der Natur. Ausgeschaltet, aber halt einfach in der Tasche im Standby-Modus und ich habe das dann auch gar nicht in der Hand oder ich laufe auch nicht damit rum. Ich kenne Leute, die rennen so in der Tasche, die haben das Handy die ganze Zeit umklammert in der Tasche, so laufen die durch die Gegend. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die mal ein Handy verloren, weil es ihnen aus der Hosentasche gefallen ist und deswegen halten sie es in der Tasche fest, damit das nicht nochmal passiert. Daran vielleicht haben wir nachgedacht, ne? Nee, Rainer haut sie lieber das Augitel und nochmal 5 Hüllen außenrum, wenn es ihm zum 20. Mal runtergefallen ist. Und die ganze Zeit sind sie so hibbelig und so, Handy. Er ist der mediensüchtigste Mensch in ganz Deutschland. Den ganzen Tag in irgendeinen Bildschirm glotzt. Was bei ihm auch irgendwo verständlich ist, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie er von der Welt irgendwas mitkriegt.
Er kann ja nicht mal spazieren gehen. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn er spazieren gegangen ist. 100 Meter, Drache läuft hier zwischen so Teufelshöhle hoch, ist er nicht gekommen. Keine 100 Meter. Der ist da gelaufen, gewongelt. Keine Ahnung, 40, 50 Meter gewongelt, halbe Strecke geschafft, abgebrochen und wieder zurück zum Auto, weil er so aus der Puste war. Hat sich in den scheiß Ranger gesetzt. Es sind instant sämtliche Scheiben beschlagen, weil er ausgedünstet hat ohne Ende, weil das für ihn wie ein scheiß Marathon war. 50 Meter in die eine Richtung und dann wieder zurück. Eine leichte Steigung war da auch noch dabei. Himmel hilf! Ja, er kann ja nur über diesen Bildschirm irgendwas von der Welt mitkriegen. Deswegen hat er auch immer einen Bildschirm in der Fresse. Und ich wette was rein, du gehörst auch zu diesen Deppen, die am Konzert stehen und sich das mit dem Handy anschauen. Während direkt live auf der Bühne eine Band spielt. Und das ist die ganze Zeit, die haben das die ganze Zeit in der Tasche in der Hand. Und das ist so eine Sache, die geht mir total gegen den Strich. Was ich auch nicht mag, ist, wenn Leute die ganze Zeit am Handy sind, wenn man in einer Diskussion ist. Auch ich schreibe mal, wenn man redet oder sowas kurz. Nein, mach mal nicht. Wenn ich wirklich in einer Diskussion bin mit jemandem, in einem Dialog, nein. Ich sage, ich muss kurz was raussuchen. Weil wenn ich sage, das und das ist so und so. Nee. Moment, schau mal schnell. Bitte sehr. Oder, oh, du hast recht. Ja, kann auch passieren. Aber ich fange jetzt nicht an, irgendwie, wenn ich einen Dialog, eine Diskussion sogar mit jemandem führe, zwischendurch das Handy rauszuholen und keine Ahnung, Cookie-Clicker zu spielen, weil das asozial ist, Rainer. Jemanden SMS, zum Beispiel meiner Freundin, weil meine Freundin ist mir Deine Freundin ist erfunden, Rainer. wichtiger als alles andere. Also deine Freundin ist erst einmal erfunden und dann ist sie dir nicht wichtiger als alles andere, weil sie nicht Rainer Winkler ist. Und zumindest wissen wir Kinder und dann werden es wahrscheinlich auch die Kinder sein, die mir sehr wichtig sind. Zum Thema hängen geblieben. Ja? Auf dem Thema auf jeden Fall. Aber abgesehen davon ist meine Freundin das Wichtigste für mich in meinem Leben. Deine Freundin ist, seine erfundene Freundin Erzadler ist das Wichtigste für ihn. Wir sind schon lange nicht mehr beim Thema Handys. So. Und da, wenn ich mit Leuten rede, schreibe ich auch mal kurz. Aber dann schreibe ich ihr nicht, ja, es ist mir gut und so weiter und bla 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 und dann 2 Stunden lang, sondern ich schreibe. Nein, Rainer, wenn ich mich tatsächlich, wenn ich in der Diskussion bin, also keine Ahnung, Gumbel vorbeikommt und wir unterhalten uns über irgendein Thema und diskutieren darüber, keine Ahnung, kann über Politik sein oder was weiß ich. Und ich bin wirklich in der Diskussion drin. Dann gehe ich vielleicht am Ende der Diskussion, ich aufs Klo gehe, sitze auf dem Klo, hole mein Handy raus und wenn ich dann feststelle, okay, meine Mutter hat mir geschrieben, dann schreibe ich zurück, hey, sorry, ich war gerade in der Diskussion mit dem XY, so und so, dies, das. Hey Maus, ich melde mich später, ich habe gerade zu tun, beziehungsweise ich habe gerade jemanden zu Besuch oder ich bin gerade bei jemandem zu Besuch oder ich habe gerade jemanden getroffen. Ich melde mich in 5 Minuten, 10 Minuten, wenn ich mit denen fertig bin und wenn ich dann weitergelaufen bin. Aber dann schreibe ich ihr ganz kurz, ja, das ist eine Sache, die dauert ein paar Sekunden und dann konzentriere ich mich wieder auf meine Leute, mit denen ich mich unterhalte. Ich halte es für unfassbar unhöflich, wenn jemand am Handy ist und die ganze Zeit am Handy ist, während man miteinander redet. Dann der ist nämlich die ganze Zeit so, ja, sehe ich auch so. Nee, sehe ich genau. Ja, du spiegelst wieder brutal, weil das bist genau du. Auch so. Ach. Reini, du sitzt hier stellenweise in deinen Streams und sogar in den Videos. Schreibst irgendwelche Listen, wie viel Uhr welche Hater vor der Tür gestanden sind. Machst irgendwas am Handy. Rainer, du startest deinen Stream und du hast noch gar nichts gemacht. Startest den Stream, gehst erstmal scheißen, holst dir irgendwas zum Fressen, machst dies, machst das, sitzt am Handy eine halbe Stunde, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und das ist ja nicht einmal, dass man sagt, das ist eine private Unterhaltung, sondern das ist deine Arbeit, deinem Publikum, ja? Praktisch deinem Arbeitgeber gegenüber. Verhältst du dich so. Und du wirst mir dann erzählen, dass in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn du denn solche pflegen würdest, das anders wäre. Ja, ganz genau, Rainer. Wird ganz bestimmt so sein. Hat er gesagt, ja. Ja, hat er gesagt gehabt, hätte ich gesagt gehabt. Ja, verstehe ich. Und das packe ich nicht. Das packe ich nicht. Ich kann mich mit Leuten nicht unterhalten, die den ganzen Tag am Handy hängen. Das ja. Es sei denn, es bist du. Ne? packe ich nicht.
Mein Handy ist mir wichtig, ja, weil mein Handy ein Portal in die Zukunft und in die Welt ist. Aber es bringt mir nichts, wenn ich die ganze Zeit am Handy rumhänge und die zwischenmenschlichen Kontakte vernachlässige. Jetzt merkt das. Ey, sag mir das jetzt, er hat diesen Blick drauf. Manchmal, wenn er diesen Blick drauf hat, checkt er, was er gerade gesagt hat. Über zwischenmenschliche Kontakte. Wie er seine Jetzt kommt dann wahrscheinlich, wenn er es gecheckt hat, kommt jetzt eine Ausrede. Ja, bei mir ist es ja anders, weil ich kann ja gar nicht anders, wegen die Haters. Wenn ich mal die ganzen Jugendlichen vor meiner Haustür anschaue. Oh, nicht mal? Okay, ne, er checkt's nicht. Er checkt's nicht, dass er sich selbst beschreibt. Mal abgesehen davon, dass die mich natürlich mit ihren Handys die ganze Zeit filmen. Ja, Rainer, wenn die nächstes Jahr statt zum Altschauerberg nach Paris gefahren sind, dann haben sie sich vom Eiffelturm gefilmt. Die sind da im Urlaub, Digga. Denke ich mir auch jedes Mal, ihr habt doch überhaupt noch nichts hier zu suchen mit euren Handys die ganze Zeit. Ist jetzt in Schauerberg auch Handyverbot gewesen. Also Durchfahrverbot, Durchlaufverbot und Handyverbot. Ja, Rainer, schade, dass erst dann 2022 Ogerverbot war. Ja, ne, die machen Filme und das hinterher im Internet hochzuladen. Da ist mir schon klar, dass warum die am Handy hängen. Aber ich habe auch schon welche gesehen, die dann einfach nur da sind, einfach die ganze Zeit am Handy tippen, während die Leute mit ihnen reden und die ganze Zeit so. Wobei ich sagen muss, da kann ich ja vielleicht sogar noch nachvollziehen, weil Ja, da schreiben die zurück, oh, wir sind jetzt hier gerade beim Oger. die sich von dieser Situation vielleicht distanzieren wollen. Wobei ich dann nicht verstehe, warum sie überhaupt dabei sind. Nein, die schreiben halt, die haben vielleicht tatsächlich richtige, echte, nicht erfundene Freundinnen zu Hause und schreiben denen gerade, hey, wir sind tatsächlich da, er hat schon beim Fenster rausgebrüllt. Aber ich habe das auch schon so oft in der Stadt gesehen. Zum Beispiel mit diesem Pokémon Go. Da ist es so eine Sache, da verstehe ich jetzt zum Beispiel, dass man am Handy hängt, wenn man miteinander redet, weil da spielt man ja das Spiel im Normalfall auch zusammen. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn dann 5. Ich habe neulich was gesehen. Wir haben neulich was gesehen, dass die Firma, der hier Pokémon Go und sowas, denen das gehört, dass da die jetzt die Daten jetzt über 10 Jahre eine KI damit gefüttert haben. Mehr oder weniger die Leute dafür bezahlen haben lassen, ihre KI zu füttern mit Infos, mit Bildern von bestimmten Wahrzeichen aus sämtlichen Blickwinkeln, damit ihre KI den Leuten besser sagen kann, wenn sie die Kamera auf irgendwas erhalten, was das ist. Die Leute haben jetzt 10 Jahre lang jede Menge Kohle, er auch, in dieses Game reingesteckt, im Endeffekt dafür, digitale Guinea-Pigs zu sein für die Firma, die dann jetzt daraus eine KI gefüttert hat und damit Milliarden verdient. Leute zusammensitzen, von denen 3 am WhatsApp sind und sich vielleicht sogar noch gegenseitig schreiben, während dann 1000 Leute um sie herumlaufen und sich miteinander unterhalten. Also das ist eine absolut nicht nachvollziehbare Situation für mich. Ja, das ist richtig. Die ist absolut nachvollziehbar, weil absolut unrealistisch. Stellt euch auch bildlich mal vor, was er gerade beschrieben hat. Da stehen 3 Leute vor der Schanze, die nebeneinander stehen und sich gegenseitig per WhatsApp schreiben und währenddessen laufen 1000 Leute wie im Circle Pit um die rum. Das ist eine realistische Situation, Rainer. Auf jeden Fall, so wird es gerade aussehen, wenn du gerade auf deine Kamera schaust. Das wird mir nicht in den Kopf gehen. Gut, das war erstmal das Thema Handy und meine. Das war größtenteils nicht das Thema Handy. Hier ist ganz viel Sidequests über ganz viel handyfremde Themen, Rainer. Im Deutschunterricht hätte man Themaverfehlung dazu gesagt. Meinung dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Am Sonntag. Ich bin beim nächsten Mal mit dabei. Auf jeden Fall, Digga. Auf jeden Fall. Wird übrigens das Meinungsvideo wahrscheinlich ausfallen. Ja, am Sonntag fällt das Meinungsvideo aus, weil da muss er den Dragon Monday machen. Der dann am Montag ausfällt. Ne? Wir haben heute Freitag. Die Folge hier müsste am Freitag noch kommen. Dann habe ich noch 2 Folgen, die ich heute noch aufnehmen muss für morgen. Und muss. Ui. Oh, ist harte Arbeit. Na, nochmal. Einmal 7 Minuten und einmal 8 oder so. Ich habe nicht geschaut, vielleicht. Ja, aber. Montag nehme ich dann neu für die komplette nächste Woche auf. Ja, ich hätte gedacht, am Montag kommt der Dragon Monday, Rainer. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss. Tschüss, Rainer. Tschüss. Doch keine Stunde geschafft. Okay, Leute, machen wir noch eins. Hier Ding. Leute, ich habe gerade geschaut, das nächste, da geht es um Kugelschreiber etc.
Das geht auch nochmal 16 Minuten. Wir haben jetzt hier für die 16 Minuten, haben wir 54 Minuten gebraucht. Was harte Arbeit. Aber Leute, bitte verzeiht es mir. Bitte verzeiht es mir. Ich habe heute nicht mehr die Stärke, die es braucht. Ja, dann bleiben wir heute unter einer Stunde. Dafür mache ich verspreche euch, die nächsten 2 Videos dauern 1,16 und 1,10 Minuten. Da geht es um Kugelschreiber und... Ah! Da sind wir dann. Um den Aschenbecher vom Meckes. Einwandfrei. Ja, das sind die nächsten beiden Videos. Ich verspreche euch, die werde ich in einem bearbeiten. Dann wird das nächste ein Stückchen länger. Aber dann hören wir jetzt heute hier bei 55 Minuten auf. Weil, wie gesagt, ich habe nicht mehr die Stärke, die es braucht am heutigen Tag. Und in diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Mad Love.